Das Wasser hier ist sehr flach. Ja, so wie meine Witze. Dann passt es ja. Muschas, Muschas. Kai! Eieiei. Nehmen wir den Volltreffer plus Paralyse. Oh. Eis mag er gar nicht. Was für ein Scheiß. Der Preis ist heiß. Ein Austausch. Ja, leck mich am Arsch. Wasser, Eis. Ja. Austausch. Gib mir eine Perle. Perle vor die Säue werfen. Platsch. Ja, ich platsch doch selber. Der Schutz wirkt nicht mehr, aber ziemlich lange gewirkt. Alles absurfen. Denn irgendwo könnte sich noch einer verstecken. Ein stiller Zufluchtsort. Okidoki. Okidoki. Und noch so ein riesiges... Das ist eine Schönheit. Sein Wasser ein bisschen anders aus. Ja, Kai weiß, wie man seine Gene paralysiert. Das hat er voll gut drauf. Nein, gibt's nicht. Glück gehabt. Nein, gibt's nicht. Glück gehabt. Nein, gibt's nicht. Pech gehabt. Volltreffer. Der Aquaknarre. Level 40 für Kai. Jai. So, würde sagen, momentan reicht das für ihn. Sepa. Jetzt darf Pikachu wieder herumblitzen. Auf 30, so noch 2 Level. Schluss damit! Wo ist die bitte eine Schönheit? Naja. Die Haare wohl unter der Haube oder versteckt im Wasser. Tja, die Seeschauminseln. Haben sie rüber. Seeschauminseln, muss eigentlich aber später hin wegen Arktos. Da gibt es ja sowieso keine, du musst das so und so machen. Ich würde eigentlich am liebsten echt legendären Vögel erst nach der Liga fangen. Ja, komm, ist vernünftiger. Bis dort haben wir hoffentlich auch vernünftige Attacken für alle. Jetzt. Diese Person lässt doch gerne mit dem Fischen treiben. Ist ein Mann, ist eine Frau, ist natürlich eine Frau, ist eine Schönheit. Mit einem Golden King. Gold King. Das ist der Super Schocker. Gold King. Super Schall. Okay, Super Schocker trifft Super Schall. Das finde ich super doof. Und Pikachu ist super verwirrend. Verwirrt, nicht verwirrend.
Aber Golkings Moves sind super verwirrend. Und Pikachu ist nicht mehr super verwirrt. Sondern er ist jetzt super sauer. Und er wird zum Super Saiyan Blond. Du, 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 du. So, und dann geht es hier noch nicht weiter. Das heißt, wir machen jetzt den anderen Weg. Na, Alabastia aus, in den Süden, zur Zinnoberinsel. Michael, wenn du zu hart zu deinem Pokémon bist, werden sie nicht zutraulich. Du sollst eine kurze Pause einlegen. Danke, Mutti. Achte auf dich, ja? Ja, wie immer. Immer viel Fastfood fressen. Hier gibt es ja gar keine Restaurants, nichts. Also, du musst ja Fastfood fressen, geht ja nicht anders. Oder verhungern. Was macht ein Pokédex? Sag doch mal, hier steht, es sind 14 Pokémon bereits. Die 50 Pokémon, sein Gehilfen, der Schutzweg nicht mehr. Das hatte gerade echt, kommt nicht irgendwas. Im Sinne von Gary oder sonst irgendwas in der Art. Das war jetzt eigentlich ziemlich doof von mir. Weil hier unten könnte ich eigentlich noch einen Tangela fangen. Ja, sprich, hier gibt es noch Tangelas. Aber das können wir noch später machen. Das ist ja, wie gesagt, von dem her gar kein Problem. Mami hat doch immer das Gleiche zu sagen, war ja, irgendwie schon Chaos. Da sind zwei Angler. Jo, merken wir uns, Angler sind im Pokémon, also erste Generation sind die immer fett. Der Angler will zubeißen, aber ich lasse ihn nicht. Stattdessen kriegt er den Donnerblitz. Denn ich finde das kein Witz. Goldini. Pikachu! Und da kommt schon der nächste goldene King. Es gibt nur einen King. Und zwar den Burger King. Pikachu hat Level 39. Yo! Sind auch schon mal Level 40. So muss das sein. Gold King! Gold King! Gold King! Michael besiegt den Angler. So ein Mist! Es ist Wario. Pikachu. Jo, er freut sich, dass er hier mit Donnerblitzen um sich werfen kann. Einen guten Fang, ja vielleicht mal einen Gyarados. Das wäre jetzt echt mal ziemlich episch. Oh nö, das ist so ein verdammter Carbodot-Trainer. Gibt's auch fast in jeder Generation. Was aber bei Moon und sehr interessant finden, wenn wir einen Vater haben, hoffentlich. Du meinst so wie in der dritten Generation, war? Naja, so Vater haben wir, ob das so wahrscheinlich ist, weil eben theoretisch haben wir eben Rubin, Saphir, Smaragd, warten wir das ja. Und jetzt halt mit den Remakes, Omega Rubin, Alpha Saphir, daher, die sind ja ziemlich aktuell noch. Was heißt ziemlich, sind eigentlich noch sehr aktuell. Daher befürchte leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht haben wir sogar eine ganze Familie mit Bruder, Schwester, Oma, Opas. Wer weiß das schon?
Vielleicht gibt es sogar irgendwie 200 TMs. Könnte ja auch sein, dass man irgendwie ein komplettes System wieder den Haufen wirft. Und sagt, jo, neue Generation machen alles anders, was sogar ein neue Typenübersicht. Also aktuell ist ja gut Boden effektiv gegen Elektro, wie es vermutlich behalten müssen. Was man vielleicht auch sagt, irgendwie, dass Elektroattacken nicht effektiv gegen Pflanzen, wobei es aktuell auch schon so. Einfach generell halt ein bisschen was ändert. Könnte ja auch sein, oder auch noch der Typus Fee ein bisschen weiter schwächt und sagt, ja, irgendwie, Feenattacken sind ja momentan nicht effektiv gegen Feuer-Pokémon zum Beispiel, oder dann wären sie auch nicht effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Wobei, da fällt mir wieder das, was ich vorhin zu Sonne Mond erzählt habe, bezüglich halt diesem Kavalegi von Pokémon Sonne halt. Es sieht ebenso aus wie ein riesiger weißer Löwe. Und dann sagte ich, ja, dann könnte Pokémon Typus Licht sein. Und Licht wäre doch theoretisch nicht effektiv gegen Pflanzen und Pflanzen in Resistenz gegen Licht, weil Pflanzen brauchen ja Licht zum Wachsen, ne? Also logisch. Daher könnten ja Pflanzen resistent gegenüber Licht sein. Naja, haben wir so ein paar Theorien noch, die wir vor ein paar Tagen, also sprich Kaido, Miti und ich mal so ein bisschen diskutiert haben. Falls überhaupt Typus Licht kommen sollte, was könnte es sein? Und so weiter und so fort. Jo Mann, Nanotentoxa down, Pikachu geht richtig ab. Na, Level 40 langsam, jo. Wir haben so eine intakte Familie, war Chaos, ja. Wäre sicher mal interessant, wenn man so etwas mal hätte. Und eben auch mal ein bisschen logisch, dass man irgendwie sagt, jo, ich wohne bei einer Mutti, aber es gibt nur ein Zimmer mit einem Bett, da schlafe ich, wo schläft Mutti? Also irgendwie... Zumindest ein bisschen, wenn da nur ein ganz kleines bisschen Logik sollte dann doch mal ein bisschen vorhanden sein in Spielen. Aber eben im Grunde genommen ist das ja eigentlich alles Peanuts, oder generell geht es ja um die Story, um interessante neue Pokémon, eine interessante große Welt. Dann tun noch um mögliche Sidequests und so weiter. Und generell hat er einfach ein neues Spielsystem, was man da einbauen könnte, weil ich finde, XY hat da ein bisschen zu wenig gemacht. Das im Vergleich vor allem zu Omega Ruby und Alpha Saphir. Das sind ja eigentlich Remakes und ich fand die beiden, also in Oras hat da ein bisschen mehr gebracht als XY, vor allem mit der Story auch. Ich meine, XY ist storymäßig. Fand ich persönlich eher ein bisschen langweilig. Im Gegensatz zur 5. Generation mit Schwarz-Weiß vor allem, die war dort richtig episch. Gut, die Pokémon, aber auch schon erwähnt, nicht unbedingt meinen Geschmack getroffen, aber trotzdem die Story dort total episch und dann zur ersten Generation relativ wenig neue Pokémon. Starker Bezug zu Kanto. Gab es auch wieder die Kanto-Starter zur Auswahl, als zweite Starter quasi dann. Aber generell sonst, klar, natürlich auch sonst große Städte, 3D-Ansicht, alles mögliche und so weiter und so fort, aber ja gut, die Mega-Entwicklung ab vor allem, war, muss man natürlich auch noch sehen. Und da fliegt Domi wieder davon. Das war unter der Gürtellinie! Finde ich jetzt gar nicht. Das finde ich nicht, du kleiner, armseliger Wicht. So, bald schon sind wir bei der Zinnoberinsel. Aber natürlich geht es dann erst einmal ab in den Osten.
Wegen noch ein paar Trainern zum Trainieren. Und dann natürlich halt vor allem auf der Zinnoberinsel. Den vor allem manche gemacht werden. Ich denke vor allem Xion wird ja so einen großen Auftritt haben, weil ganz in der Feuerarena, da wird er sowas abrocken. Und auch wenn der Pyro mit 50er plus Pokémon kommt, ich bezweifle stark, dass er eine Chance gegen ihn hat. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese Pflanze Flugpokémon nehmen werde. Schwarz 1, Schwarz 2. Ja, okay, Steven, dann viel Glück dabei, hoffe, klappt alles und wenn nicht, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, wa? Ja, Chaos, was du sagst, natürlich durchaus etwas wenig Interesse im Spiel hatte, ja. Also, ich fand vor allem Schwarz 2 oder Weiß 2 noch jetzt nicht so ansprechend, obwohl sie im Prinzip, wenn man so will, eine spezielle Edition weil war gleiche Region und so weiter. Man hätte auch sagen können, jo, ist Pokémon Grau im Prinzip. Oh, ist Eis, ich Trottel. Das war knapp. Ist beinahe noch Domi drauf gegangen, ey. Mir ist Ingeschlang kein Pokémon mehr abgekratzt, war. Ich meine, klar, Relaxo, also sprich Robert vorhin, aber bin ich auch selber schuld wegen dem Finale. Nee, aber sonst schon lange kein Pokémon mehr abgekratzt. Das Pflanze-Flugviech nehmen als Starter. Haben wir auch schon überlegt, aber auch schon gehört da, von wegen Kai, Team und Domi, glaube ich, auch alle irgendwie die Eule nehmen und dachte mir so, wenn ich schon alle die Eule nehme, muss ich doch eigentlich schon, allein aus Trotz schon, halt, auch mal einen anderen Vorzug geben. Sprich, da halt diesem Flamiau, der Feuerkatze oder eben auch wow. Den auch Robball, dieser Wasserrobbe. Werden zumindest mal die Chance geben. Ja, Chaos, du hast mich abgelehnt. Du meinst wohl abgelenkt. Aber Domi hat ein Level Up. Aber Beni noch nicht. Da kriege ich gerade die Gicht. So. Machen wir mal fertig hier. Domi heilen. Bis jetzt das anbeißt. Mal gucken. Pyro sollte eigentlich heute noch schaffen und das Pokémon-Haus dauert sicher ein bisschen, bis wir da durch sind. Dürfte eigentlich generell kein Problem sein. Dann Pyro noch und dann vermutlich... Die hat abgeleckt. Nee, abgeleckt sowieso nicht. Und dann vermutlich im nächsten Stream dann bereits die letzte Arena plus die Top 4. Dann wenn man eigentlich soweit schon mal durch sagen kann, jo, bis zum übernächsten Mal wird dann noch ein bisschen Offscreen, da noch ein bisschen Pokémon fangen und trainieren und dann wird es einen großen Abschlusspark geben, plus nachher noch ein paar Kämpfe in Oras mit meinem Kanto-Team noch, so quasi als Review oder quasi als Entwicklung, was halt alles getan hat seit der ersten Generation, oder? Sprich so Entwicklung von Erstgeneration zur Sechstgeneration. Könnte man eigentlich mal so machen, so gehst du mal drauf, dankeschön. Aber ich denke echt, Pokémon Gelb wird jetzt der Stream sicher noch, dann... Ja, denk mal noch 2 Streams lang dauern. Oder wir es langsam abgeschlossen haben. Die meisten Pokémon fangen und dann trainieren wir sowieso offscreen. Also fangen vielleicht eher weniger, aber trainieren vor allem. Dann von die Legis fangen wie Mewtwo und die 3 Vögel. Mew muss ich vom Emulator her, muss ein bisschen anders konzipieren, aber könnte klappen. Jo, mal schauen. Wenn es etwas Zeit vergangen war. Das stimmt allerdings. Denn er hat meine Zeit verschwendet. Der Schutz, der wirkt nicht mehr.
Und das Spiel freut sich sehr.